Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich, heute Morgen mit euch starten in den zweiten Teil der Serie «Die Herbstzeit hören». «Die Herbstzeit hören» ist eine zweiteilige, ganz schmale, kleine Serie vom letzten Sonntag, von diesem Sonntag. Und in dieser Serie reden wir über so zeitlose Prinzipien, die wir aus der Bibel herausnehmen und anwenden für unser Leben. Prinzipien, die von heute bis in Ewigkeit, oder besser gesagt, ja, bis dann mal die Ewigkeit anfängt, einfach für uns gelten und die uns helfen, um ein reiches Leben zu führen, um aufblühen im Leben, um Schritt machen und einfach gesund leben. Elias hat letzte Woche den Start gemacht mit dem ersten Teil und er ist in die Sprüche getaucht und hat dort einen Vers rausgezogen. Wer weiß noch, welchen Vers? 4,23, sehr gut. Bewahr dein Herz, denn alles Leben fließt aus dem Herz raus. Alles Leben. Ein Prinzip, das so wichtig ist für unser Leben, wie gesagt, das, was da innen abgeht, das, was sich da innen abspielt und wo wir da innen ins Herz hineinlassen, hey, das fließt raus in unser Leben. Ein Stück weit, finde ich, ist das Herz so ein Spiegel für unser Leben. Wie wir denken, wie wir handeln, wie wir miteinander umgehen. Und Elias hat es so gut gesagt, er hat gesagt, hey, es ist so wichtig, dass wir immer wieder anschauen und prüfen, was lassen wir ins Herz hinein. Wem geben wir Raum oder welchen Aussagen oder welchen Gedanken geben wir Raum im Herzen, weil alles fließt daraus raus. Und er hat auch gesagt, hey, schaut, dass es nicht nur prüfen, sondern nicht unbedingt auch das Herz schützen. Schützt euer Herz, weil es euer Leben so fest beeinflusst und bewacht es gut. Ein zeitloses Prinzip, das wir immer wieder können anwenden in unserem Leben, weil es so wichtig ist. Und ich bin sicher, viele von euch hat es berührt, viele von euch haben gesagt nach der Predigt, hey ja, das will ich mitnehmen, das will ich anwenden. Das Prinzip will ich wirklich so anwenden in meinem Leben. Der Vers soll Realität werden in meinem Leben, wie es gut für dich ist, wie es dir gut tut. Und jetzt könnte ich einmal so frech sein und einfach so in die Runde fragen, wer von euch wendet denn das Prinzip heute noch an? Ich mache es nicht, aber ihr könnt es für euch mal überlegen. Wer von euch bewacht sein Herz? Wer von euch wendet das noch an, was Elias letzte Woche gesagt hat? Weil, wenn ich ehrlich bin, bei mir gibt es öfters, dass ich etwas Gutes höre, dass ich weiss, das ist richtig, das tut mir gut. Und ich wende es an für eine kurze Zeit, aber plötzlich vergesse ich es wieder im Alltag oder ich mache genau das Gegenteil und eigentlich nicht das, was gesagt worden ist und was mir gut tun wird. Oder vielleicht kennen wir es von der Small Group. Am Mittwoch haben wir eine Small Group und dann kommt man in die Small Group und fragt, was haben wir am Sonntag gehört? Was hast du mitgenommen am Sonntag? Und dann geht so gefühlte 10 Minuten. So jemand sagt, warte mal, wir waren in der Bibel. In dieser Serie waren wir, oder? Es ist um Jesus gegangen. Natürlich ist das nicht in unserer jetzigen Small Group so. Die sitzt in der ersten Reihe, die ist top, ich kann es euch sagen. Es war natürlich noch im Winterthur, gell, Joni, mit den alten Small Groups. Ja, genau. Aber wie schnell kann das doch so gehen? Wir hören etwas, ein Prinzip oder etwas aus der Bibel heraus, wo wir wissen, hey, das tut uns gut. Das hilft uns, um ein gesundes Leben zu führen, das ehrt Gott. Aber irgendwie bringen wir es nicht auf den Boden oder wir machen genau das Umgekehrte. Wieso komme ich auf den Gedanken? Und zwar, wie das genau das Thema ist, vom zweiten Teil und letzten Teil dieser Serie, die Herbstzeit hören. Wenn wir nämlich in die Bibel eintauchen, in den Römerbrief, dann sehen wir dort, dass das genau so beschrieben wird. Und vielleicht noch kurz etwas zum Römerbrief. Der Römerbrief, der ist von Paulus geschrieben worden. Der Paulus war ein gläubiger Mann, ein radikaler Mann. Er war ein Apostel von Jesus. Er ist umgezogen, hat in Kleinasien und in Europa verschiedene Gemeinden gebildet, gegründet, gebaut. Und er ist auch immer wieder so auf Missionsreise gegangen und er hat diesen verschiedenen Kirchen Briefe zugeschickt. Oder? Da ist man nicht einfach schnell im Flug gesessen, schnell übergeflogen, darum hat er ihnen Briefe geschickt mit so Prinzipien, mit Ermutigung, aber auch ganz klar mit Punkten und gesagt hat, hey, da müsst ihr hinschauen. Und der Römerbrief, das ist so ein Brief, den er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, an die ersten Christen, dort, wo er in Korinth war. Und es gibt so eine Passage in diesem Brief hinein, die mich so angekommen hat und die ich heute Morgen mit euch ein bisschen vertiefen will. Wir tauchen gerade in Römer 7,15. Da steht: Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme,
tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Ich lese es gerade nochmal. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Also Paulus sagt, hey, ich verstehe es selber nicht. Ich komme selber nicht raus. Ich weiß, dass ich eigentlich tun sollte, was gut wäre in meinem Leben, aber trotzdem tue ich das, was ich eigentlich verabscheue. Trotzdem tue ich das, was ich schlecht finde. Er beschreibt da ein Problem, das ich irgendwie einfach nicht lösen kann. Ein Problem, und ich würde dem Problem so eine Zwickmühle sagen. Eine Zwickmühle, das ist eine missliche Lage, wo man nicht so schnell einen Ausweg daraus herausfindet. Es gibt fast keinen Ausweg. Und er sagt da, ich verstehe es nicht. Er hasst eigentlich das, was er macht. So steht es in einer anderen Übersetzung. Es ist wie ein Kampf in dieser Zwickmühle hinein, wo er nicht genau rauskommt, wo er nicht rauskommt. Und was ich spannend finde, in diesen Versen spricht Paul nicht andere Personen an, sondern er spricht in der Ich-Form. Er spricht von sich selber, von seinem Leben, von seinem Problem und der Herausforderung. Und als ich das so gelesen habe, ich gedacht, wow, ein Mann wie der Paulus, für die ihn kennen, der Paulus, hey, das war ein radikaler Jesus-Nachfolger. Er hat das Gesetz studiert, die Tora, die 5 Bücher Mose. Er hat es studiert, in- und auswendig gewusst. Er hat gewusst, was richtig ist, was falsch ist, wie man eigentlich ein gutes Leben führen sollte. Dazu ist Jesus ihm höchstpersönlich begegnet. Er hat Briefe im Neuen Testament geschrieben. Er ist ein Mann, der alles gegeben hat, der ganz klar geredet hat. Aber der Paulus hat anscheinend da auch gewisse Herausforderungen gehabt und ist in dieser Zwickmühle drinnen gesessen. Er beschreibt den Kampf. Es gelingt ihm nicht immer, das zu tun, was gut und was richtig wäre. Und mit diesen Versen redet Paulus von sich selber, aber gleichzeitig adressiert er auch die Leser von dem Römerbrief, wie sie wahrscheinlich auch immer wieder mal in dieser Lage sind, in dieser Zwickmühle sind und sich dort wiederfinden. Der Galater 5,17, der ist auch von Paulus geschrieben, der Galaterbrief. Und da lesen wir das noch ein bisschen mehr davon. Da steht, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also Paulus beschreibt das, dass es so ist, wie so ein Seilziehen. Oder zum einen ist das Fleisch da rein, und am Fleisch kann man auch menschliche Begierde sagen. So menschliche Begierde und wiederum, der Geist sagt eigentlich, soll das tun. Es ist so eine Spannung, ein Kampf, das Hin und Her. Und das beschreibt er da so, das Fleisch gegen den Geist, gegen das, was richtig und gut wäre. Ich will mit euch kurz anschauen, was das bedeutet, Fleisch und menschliche Begierde, was das sein könnte. Und ich habe da mal 3-4 Sachen aufgeschrieben, die ich ein bisschen vornehme. Ich hoffe, die meisten von euch können es lesen. Oder das sind so menschliche Begierden. Menschliche Begierden, das können Versuchungen sein. Vielleicht sexuelle Versuchungen, Lust. Lust kann aber auch sein Kauflust, mehr Geld zu haben, Besitztum. Dann negative Gedanken, vielleicht so Impulse, wo du manchmal denkst, die will ich gar nicht haben. Wie kommen die in mein Hirn? Wieso denke ich jetzt so? Es kann aber auch Eifersucht sein, Wutausbrüche, Zorn, Rechthaberei. Man das Gefühl hat, man hat immer Recht. Alkoholrausch, Sucht, menschliche Selbstsucht, der Egoismus, so eine Selbstbezogenheit. Und die Liste geht noch weiter. Das ist mir wichtig. Das ist zwar nicht in sich abgeschlossen, sondern da kommt noch vieles mehr. Das sind einfach ein paar so Obertitel. Und mit dieser menschlichen Begierde, mit dem Fleisch, ist es so, dass sie immer wieder anklopft. Und der Gedanke kommt. Ein schlechter Gedanke. Ein negativer Gedanke. Ein Gedanke und denkt, nein, das sollte ich nicht tun, es ist nicht gut. Aber irgendwie schafft man es nicht immer, zu dem Nein zu sagen, oder? Kommt uns das bekannt vor? Der gute Wille ist da, aber das Umsetzen in die Tat gelingt uns nicht immer. Hey, schaut, ich habe das gerade vor ein paar Wochen erlebt. Jetzt ist die Raclette-Saison und ich sitze am Tisch und denke, es ist genug, es ist gut. Und dann, in meinem Bauch klopft es, in meinem Magen klopft es.
iss mehr. Nochmal ein Käsli. Und ich esse mehr, oder? Obwohl ich es nicht sollte, mache ich es trotzdem. Und das ist jetzt nicht so schlimm in menschlichen Begierde, aber genau so ist es doch. Ich glaube, den meisten von euch geht es auch so. Also, ich wäre allein mit dem Problem da. Oder? Die menschliche Begierde, sie klopft an und sagt uns, hey, mach das. Und wir wissen, es ist falsch, aber irgendwie machen wir es trotzdem. Und sie klopft an und später sagen wir, ich weiss, ich hätte die Worte eigentlich nicht aussprechen sollen. Ich weiss, ich muss meinen Lebensstil eigentlich ändern. Ich weiss, ich hätte den PC nicht mehr anlassen, so spät am Abend und auf die Seite klicken. Hey, ich weiss, ich hätte mit den Kindern anders umgehen, nicht so zornig werden. Ich weiss, ich hätte keinen Grund zur Eifersucht. Ich weiss, eigentlich sollte Gott an erster Stelle stehen in meinem Leben. Ich könnte dich fragen, kennst du das auch? Kommt dir das bekannt vor? Wenn die menschliche Begierde anklopft in deinem Leben. Man könnte das auch umkehren. Und ich würde dich fragen, wann hast du das letzte Mal erlebt, dass du gute Absichten gehabt hast, aber du hast dich dann trotzdem anders verhalten? Vielleicht denkst du, ich sollte mehr Zeit mit Gott verbringen, Bibel lesen, worshipen, aber hast dann trotzdem den Fernseher angemacht und die neue Serie angefangen zu schauen. Vielleicht denkst du, hey, jetzt höre ich meinem Partner besser zu. Ich will meinen Partner ausreden lassen, aber trotzdem kommt die Rechthaberei wieder auf und du schneidest ihm das Wort ab und du redest wieder rein und sagst einfach deine Meinung. Hey, jetzt ist der Zeitpunkt, um jemandem zu vergeben, auch wenn es sich viel, viel kostet. Aber das Ziehen im Herz, die Verletzung kommt doch immer wieder auf und du behältst die Person wie gefangen. Vergiss nicht. Du sagst, du bettest für Freunde. Hey, ich bin für dich da. Aber du schiebst es doch raus. Oder bettest einfach für deine Anliegen, wie die jetzt gerade wichtiger sind. Ich weiss, ich hätte meine Agenda weniger fühlen sollen. Aber ich hätte trotzdem auch wieder Ja gesagt, aus Angst, ich könnte etwas verpassen. Oder aus Angst, ich könnte Menschen irgendwie enttäuschen. Oder ich könnte irgendwo zu kurz kommen. Und eigentlich weiss ich, es tut mir nicht gut, wenn immer so viel läuft. Und es hat Auswirkungen auf meine Ehe, auf meine Familie. Wenn es das letzte Mal war, wo du so gute Absichten gehabt hast, du hast es gut gemeint, hast dir das vorgenommen, aber du hast sie nicht einhalten. In der Bibel finden wir immer wieder Menschen, wo das genau passiert ist, die gute Absichten gehabt haben, die gewusst haben, auf diese Art und Weise leben wir mir gut tun, aber sie haben es irgendwie einfach nicht geschafft, sie haben immer das Gegenteil gemacht. Sie haben das Seilziehen gekannt zwischen der menschlichen Begierde und was Gott ehrt, was ihnen gut tut. Zum Beispiel Gottes Volk, die Israeliten, oder? Wir lesen das im Alten Testament. Gott hat sie befreit aus Ägypten, aus der Gefangenschaft raus. Sie sind dort die Wüste mit ihm und sie haben eigentlich gewusst, was richtig ist, wie Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, hat das ihnen niedergeschrieben, aber trotzdem sind sie immer wieder so in einer Unfähigkeit gelandet, um danach zu leben. Sie haben gewusst, was richtig ist, aber trotzdem immer wieder das gemacht, was eigentlich falsch ist. Und obwohl sie das Gesetz hatten, haben sie es gekannt, dass die menschliche Begierde immer wieder so durchgedrückt hat in ihrem Leben. Und heute haben wir Christen die Bibel, aber sie macht es auch nicht automatisch zum besten Mensch. Leider nicht. Obwohl man sie vielleicht studieren, Zeit mit ihr verbringen, die Verse durchlesen, hat die menschliche Begierde können immer wieder aufkommen. Und das machen sie. Immer wieder das Seilziehen, die Spannung, das Hin und Her. Und der Paulus sagt, hey, schau, so fest ich mir Mühe gebe, leider gewinnt immer wieder mal die Begierde. Ich schaffe es einfach nicht immer. Und im Römer 7,24 sagt er, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Hey, kennst du das auch, dass du in diesem Zustand hinein bist und du denkst, es ist elend. Hey, es ist mühsam, es ist frustrierend, es ist so entmutigend. Es entstehen vielleicht sogar Konflikte mit Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht schwächt sogar dein Glaube und du merkst, hey, das macht etwas mit mir. Und ich habe mich gefragt, sind wir dem Ganzen jetzt einfach ausgeliefert, solange wir auf dieser Welt sind? Müssen wir die Niederlage einfach immer wieder hinnehmen und sagen, ja, jetzt ist es halt so, jetzt müssen wir mit dem leben?
ist das so ein Kampf, so ein Seilziehen für den Rest von unserem Leben? Und die Bibel sagt uns klar, nein. Nein. Wir sind in diesem Kampf ausgeliefert, aber wir müssen ihn nicht einfach hinnehmen. Und ich möchte in den nächsten Minuten, in der nächsten Zeit mit euch anschauen, wie wir da drin siegreich werden können, wie du siegreich werden kannst, wenn die menschliche Begierde kommt und anklopft in deinem Leben. Wir gehen in Römer 8, 3-4. Da steht, das Gesetz des Moses war dazu nicht imstande, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog. Vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also was wir lesen, ist, Gott hat den Menschen Gesetz gegeben. Er hat ihnen ein Gesetz gegeben, niedergeschrieben, damit sie wissen, was es bedeutet, ein gesundes Leben zu führen. Wo er sagt, hey, da, geh nur so weit. Wenn du weitergehst, das tut dir nicht gut und deinen Mitmenschen. Die Tora, die 5 Bücher Mose, die haben wir immer noch. In der Bibel können wir nachlesen und das bedeutet Anweisung. Die Tora bedeutet Anweisung. Anweisung fürs Leben. Es gibt uns Weisheit, es gibt uns einen Ratschlag, es gibt uns eine Richtung, was uns gut tut und was Gott ehrt. Aber Gott hat gesehen, dass wir es nicht schaffen, allein. Dass wir es nicht schaffen, allein mit diesen Gesetzen. Und er hat seinen Sohn geschickt, seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe, weil er dich so liebt. Ist Jesus gekommen, er war perfekt und hat all unsere Fehlerhaftigkeit, unsere Sünden auf sich genommen, weil er gesehen hat, dass du und ich nie werden schaffen. Nie. Und wo Jesus die Welt verloren hat, ist der Geist Gottes gekommen, hat der Geist Gottes geschickt uns. Die glauben, die gerettet sind. Und wir werden mit dem Geist Gottes ausgerüstet, mit seiner Kraft, die in uns lebt und durch uns wirkt. Und so können wir ein Leben führen, das uns gut tut, das Gott ehrt und das für uns gesund ist. Der Glaube an Jesus, die Rettung, die Freiheit, die er uns verspricht. Und der Heilige Geist mit seiner Kraft, die uns befähigt und wirkt. Wir lesen im Römer, wenn wir weitergehen, 8, 12-13. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Der Paulus beschreibt da, wenn wir uns auf unsere eigene menschliche Begierde ausrichten, dann bestimmen die Begierde uns. Sie bestimmen dich und dein Leben. Aber wenn wir uns auf Gottes Geist ausrichten, dann kommt er mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe. Du musst es nicht allein machen. Und er hilft dir, um die Verhaltensweisen zu töten, abzubrechen. Schau, im Geist Gottes lebt Gottes Kraft. Er ist in dieser Trinität. Gottes Kraft lebt im Geist Gottes und die Kraft wird beschrieben mit Dynamis. Und das Wort Dynamis, das kommt vom Wort Dynamit. Und Dynamit hat sehr viel Kraft, um ganze Häuser abzureißen, Häuser zu sprengen. Und schau, genau so hat der Geist Gottes so eine lebensverändernde Kraft. Ich glaube, wir sind uns das nicht immer ganz so bewusst, oder mir einmal, hey, was für eine Kraft in mir lebt. Das ist eine Kraft, die Tote wieder lebendig macht. Es ist das Dynamis, das lebensverändernd ist, wo Jesus von den Toten auferwecken lassen hat. Und das Geniale ist, all die Bedürfnisse, die Triebe, wir sind denen nicht einfach ausgeliefert. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei dieser Kraft. Weil die Kraft überwindet alles. Und die Kraft ist lebendig, sie wirkt, sie bringt Leben. Und unterschätzen wir nicht, wer in uns lebt. Unterschätzt nicht, hey, was für eine Kraft in dir lebt. Wenn ich am bete, dann habe ich das Bild vor Augen. Oder? Weil die Kraft in mir lebt, wie so irgendwie ein Rundum oder ein Teil, wo einfach Gottes Herrlichkeit ist, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist. Das ist das absolute Reich Gottes, die absolute Herrlichkeit Gottes. Und ein Teil von dem lebt in mir inne. Hey, und das bedeutet, die Herrlichkeit, das Reich Gottes steht mir zur Verfügung. Das steht dir zur Verfügung, die Kraft, die Dynamis.
Und ich finde, das sind mal gute News, gute Neuigkeiten, wie das bedeutet, du hast alles, was du brauchst, um ein siegreiches Leben zu führen auf dieser Welt. Jedoch ist die Frage, was machen wir denn, wenn die Begierde wieder kommt und anklopft? Wenn die Gedanken wieder kommen, wenn wir merken, da riecht etwas an, wenn die Lust wieder da ist. Und ich möchte euch heute Morgen 2 so Schlüssel mitgeben, die ich glaube, hilft uns enorm, um in dem hinein laufen. Und das Erste ist, dass wir uns das bewusst werden. Das Bewusstsein, ich habe Mühe, das Bewusstsein, es sind Versuchungen um, das Bewusstsein, es gibt gewisse Bereiche, da schaffe ich es einfach nicht allein. Das Zugestehen, Eingestehen, das ist nichts Schlimmes, sondern uns allen geht es so. Das Bewusstsein, hey, da könnte die Eifersucht wieder aufkommen. In dieser Situation könnte ich wieder zornig werden. In diesem Gespräch muss ich wieder Recht haben. Wo das Bewusstwerden, das Eingestehen, das hilft uns. Weil schaut, die Begierde probiert eins. Sie probiert deine volle Aufmerksamkeit auf sie zu richten. Sie probiert deine Aufmerksamkeit so fest auf sie zu ziehen. Und das ist wie bei Lord of the Rings, oder bei dem Film, wo der Frodo immer wieder den Ring sieht. Und wenn er den Ring sieht, hey, seine ganze Aufmerksamkeit, sein ganzer Fokus ist nur noch auf dem Ring, auf dieser Macht und was der Ring alles auslösen und bewirken könnte. Und darum ist der nächste Punkt so wichtig. Wir müssen uns immer wieder neu positionieren im Leben. Schau, es ist der Geist Gottes, der uns frei macht, der uns wirklich frei machen kann. Und von dem her werden wir immer wieder aufgefordert, die Begierden, die Versuchungen von uns zu trennen und uns neu auf den Geist Gottes auszurichten. Der Epheser sagt uns, hey, erneuere deinen Verstand, erneuere dein Denken und richte es auf den Geist Gottes aus. Wir müssen uns neu positionieren. Und wir haben das Kreuz und wir haben da die Begierde. Und ich habe es extra so bildlich da oben. Oder? Wir müssen uns neu positionieren, schaue ich auf die Begierde, wo meine totale Aufmerksamkeit will. Oder drehe ich mich um und sage, nein, Geist Gottes, ich fokussiere mich auf dich. Ich richte meine Gedanken nach deiner Wahrheit aus, nach deinen Maßstäben und nicht dem Maßstab der Welt. Im 1. Mose, ziemlich am Anfang der Bibel, sehen wir eine Geschichte, die das so gut illustriert. Und zwar eine Geschichte vom Kain und vom Abel. Und der Kain und der Abel, sie sind Brüder gewesen. Und sie sind beide miteinander, also jeder allein eigentlich ein Opfer gebracht, Gott. Jeder hat sein Opfer Gott gebracht und das ist ein Ausdruck von der Gottesanbetung. Und sie haben das gebracht, der Kain, der Abel, und irgendwann hat der Kain übergeschaut zu seinem Bruder und der Gedanke ist aufgekommen. Ich glaube, Gott hat sein Opfer lieber als mein Opfer. Eifersucht, eine menschliche Begierde, ist aufgekommen. Hey, und in dem Moment redet Gott zum Kain. Und er sagt ihm, die Sünde wird dich zum Fall bringen, du kannst sie aber beherrschen. Er warnt den Kain und sagt, hey, du kannst sie beherrschen. Der Kain hat die Möglichkeit gehabt, die Sünde zu beherrschen, sich neu zu positionieren, auf Gott wegzuschauen, von der Begierde wegzuschauen, von dieser Eifersucht. Sie zu überwinden und zu sagen, weißt du, du hast nicht Macht über mich, sondern ich habe Macht über dich mit dem Geist Gottes zusammen. Ich beherrsche sie. Und was hat der Kain gemacht? Er hat sich nicht neu positioniert. Er ist zu seinem Bruder, zum Abel, und hat ihn umgebracht aus lauter Eifersucht. Schlimme Auswirkungen aus diesen menschlichen Begierden, dass er den eigenen Bruder umbringt. Darum ruft uns der Römer zu. Lasst euch nicht versklaven von der Sünde. Lasst euch nicht versklaven von diesen menschlichen Begierden. Lasst euch nicht beherrschen. Stellt euch ihre gar nicht zur Verfügung. Sondern entscheidet dich neu zu positionieren zum Heiligen Geist. Und er gibt dir Kraft, er gibt dir die Hilfe, um den nächsten Schritt zu machen. Oder wenn du merkst, dass du in dieser Zwickmühle bist, dass die Versuchung kommt, dann überleg dir, wie bin ich positioniert? Was sind meine Gedanken? Auf was fokussiere ich? Auf die Sünde? Auf die Versuchung? Dort, wo die menschliche Natur mich anzieht? Oder aufs Kreuz und auf den Heiligen Geist, wo mir Freiheit gibt, Wahrheit gibt? Wie wenn du dich auf die Versuchung fokussierst, dann drehst du dich automatisch um, oder?
Das Kreuz lassen wir hinter uns. Wir schauen nicht mehr aufs Kreuz, sondern wir fokussieren uns nur auf die Begierde. Und schau, darum finde ich den Gottesdienst so genial. Gottesdienst ist ein Ort, wo ich nie so Begierde wirklich habe. Weil ich komme in Gottes Gegenwart. Ich fokussiere mich auf Gott im Worship. Während der Predigt, im zweiten Worship-Teil, ich gehe ins Gebet. Ich schaue so auf Gott, auf den Geist Gottes und die Begierden haben gar keinen Platz, weil ich voll und ganz aufs Kreuz schaue. Weg von der Begierde. Ich positioniere mich aufs Kreuz. Und erst dann im Alltag, oder? Kommt dann das so langsam wieder rein, wo man den Fokus verliert. Kennst du das? Vielleicht geht es dir gleich. Schau, wir schaffen es allein nicht. Und darum haben wir die Hilfe vom Heiligen Geist, die unermessliche Kraft, die zu allem fähig ist. Und ich glaube, wir können uns manchmal so schnell ausgeliefert fühlen. Dann geht es halt nicht. Ach komm, dann lasse ich sie, ich schaffe es ja sowieso nicht, oder? Aber es lebt eine Kraft in dir. Eine Kraft, die zu so viel mehr fähig ist, die so viel mehr grösser ist, die grösser ist als jede Versuchung. Und ich will dir das zusprechen. Mir hilft es einfach zu beten, mich neu in meinen Gedanken auszurichten, auf den Geist Gottes. Mir hilft es, die Wahrheit von der Bibel immer wieder zuzusprechen. Was ist die Wahrheit vom Geist? Was glaube ich für Lügen und wo ist die Wahrheit? Und was muss ich über mich aussprechen und glauben? Aber auch zu Margub, weil Leute herum sind, die mich ermutigen, Leute herum sind, und ich darf ehrlich sein und sie unterstützen mich. Und sie schauen mich nicht komisch an, weil es ja allen gleich geht. Oder Worship. Wir können Worship laufen lassen und Wahrheit wird über uns gesungen oder wir singen es über uns selber. Ich habe mir jetzt überlegt, wie können wir in unseren Alltag gehen, ohne dass wir das einfach gerade wieder vergessen. Oder? So schnell nimmt uns der Alltag ein. Und ich habe vor ein paar Monaten etwas ausprobiert, vielleicht ist es schon ein bisschen länger her, und ich habe das mal gemacht. Und zwar habe ich mir angefangen, ein Kreuz dort anzumalen, wo ich merke, hey, dort können die menschlichen Begierden wieder schnell aufkommen. Ich habe mir eine Zeit lang ein Kreuz hier auf die Hand gemalt, und ich wusste, ich begegne gewissen Leuten. Und mich einfach erinnert, dass ich mich neu positioniere. Und mich erinnert, hey, auf was fokussiere ich mich jetzt? Und dann konnte ich mich neu positionieren, vielleicht noch ein Gebet sprechen. Es hat mir geholfen. Und ich möchte dich ermutigen, dir einmal so ein Kreuz mal mit anzumalen. Vielleicht ist es nicht die Hand. Vielleicht ist es bei deinem Spiegel. Wenn du morgen in den Spiegel schaust und die Gedanken aufkommen. Vielleicht bei deiner Waage. Vielleicht ist es aber bei deinem Handy oder bei deinem PC. Wo du einfach das Kreuz musst sehen, wenn du den PC willst noch mal anmachen für Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Die menschlichen Begierden. Vielleicht, bevor du in ein Meeting gehst und du weißt, hey, das wird so herausfordernd. Und ich werde zornig. Und dich nicht mehr im Griff hast, hey, mal da irgendwo ein Kreuz an, als Erinnerung. Das klingt jetzt vielleicht so, aber ganz ehrlich, es hilft uns. Wir müssen uns erinnern. Wir müssen uns vorbereiten, wie wir die Waffen dazu, um in den Kampf hineinzugehen. Und dort dürfen siegreich rauszulaufen. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, die Zeiten vom Heiligen Geist zu wählen, in dir zu bitten, dass er dir hilft, dass er dir zu der Seite kommt. Weil er hat so viel mehr Kraft als die Versuchung. Hey, schau, er ist dein Helfer, er ist dein Versorger, er ist dein Seelsorger, er ist die Wahrheit, er ist dein Führer, er ist deine Rettung. Und er kann dir das alles geben, was du brauchst, und geht mit dir einen Weg in dem hinein. Und die Früchte sind genial. In Galater 5,22 Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Güte, Treue, Rücksichtnahme werden aus dem herauswachsen, wenn wir uns auf ihn fokussieren. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, das ist immer noch so herausfordernd für mich. Das ist so ein langer Weg. Und da möchte ich dir am Schluss einfach noch das Bild mitgeben. Das Bild vom Volk Israel. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit. Sie sind versklavt gewesen, hat sie befreit aus schlimmen Zuständen, wo sie gefangen waren. Und er hat gesagt, weißt du, ich habe für euch Freiheit. Ich habe für euch ein verheißendes Land parat. Folgt mir nach.
Und Gott hat sie geleitet, am Tag durch in so einer Wolkensäule, riesig, wo sie ihn gesehen haben, Gottes Gegenwart ist mit mir dabei. Aber nicht nur das, sondern es war Wolke, die Schatten gespendet hat in der Wüste, wo vielleicht auch so gewisse Kühle gespendet hat, wenn es heiß war. Und in der Nacht war es eine Feuersäule. Eine Feuersäule, die vorausgegangen ist, aber auch Wärme gegeben hat, die Licht gegeben hat. Und Gott war immer bei ihnen, immer. Er hat sie nie verloren. Er ist mit ihnen den Weg gegangen, er ist vorausgegangen. Aber wir lesen auch, wie das Volk immer wieder mehrmals gesagt hat, wir wollen zurückgehen nach Ägypten, wir wollen zurück in die Gefangenschaft. Wir wollen zurück, auch wenn wir dort Sklaven sind. Wir haben genug von dieser Wüste. Und die Wüste und das öde, trockene Land, das verschiebt für mich manchmal wie die Welt, da wo wir drauf leben, da wo wir sind. Die Welt kann manchmal so öde sein, so trocken sein, so herausfordernd sein. Und die Versuchung, die menschliche Natur, ist so groß, immer wieder. Aber anstelle von dieser Säule, Wolkensäule und Feuersäule, hat Jesus uns den Heiligen Geist gegeben. Der Geist Gottes, der mit dir als persönliche Gegenwart von Gott mitgeht, tagtäglich. Und mich leitet. Und schau, wir sind so oft in der Versuchung, wie das Volk Israel, den Kampf aufzugeben in dieser Wüste und nach Ägypten zurückzukehren. Oder? Also, weißt du, es geht eh nicht. Ich gehe jetzt Versklavung zurück. Und manchmal scheint es so viel einfacher, den Kampf aufzugeben. Aber ich möchte dich heute ermutigen und sagen, hey, Gott hat einen Weg mit dir vor, wie mit dem Volk Israel. Ja, er ist 40 Jahre lang mit ihnen dort die Wüste, aber er hat sie geleitet, er hat sie geführt, er hat sie versorgt. Sie haben alles gehabt, was sie brauchen. Weil er hat so viel mehr Freiheit als in Ägypten für das Volk Israel in der Wüste. Und genau gleich hat er noch so viel mehr Freiheit für dich, ein verheißenes Land. Und ich möchte dir das zurufen an dem heutigen Morgen, dort, wo du vielleicht da stehst und sagst, hey, ich mag nicht, ich kann nicht, ich möchte dir zurufen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Du bist nicht allein. Gib nicht auf. Die grösste lebensverändernde Kraft, sie lebt in dir und führt dich und ist bei dir, ob es du spürst oder nicht, ob du dir mal bewusst bist oder nicht. Einer meiner absoluten Lieblingsverse ist Philipper 4,13, wo es heisst, hey, ich vermag alles zu dem, der mich mächtig macht oder der mich stärkt. Das ist in einer anderen Übersetzung. Und ich hatte Zeiten, wo ich mir den Vers täglich sagen musste. Manchmal, auch bevor ich auf die Bühne bin, hey, ich vermag alles, wie Jesus mich stärkt. Bevor ich Leute getroffen habe, ich vermag alles, wie Jesus mich stärkt, weil er mich stark macht. Und ich möchte das heute als Zuspruch einfach dir zusprechen. Hey, du vermagst alles, weil er dich stärkt und nicht du dich selber musst stärken. Er versorgt dich. Ich möchte dich ermutigen. Bleib dran, gib nicht auf. Und schau, manchmal kann der Heilige Geist so zack wirken. Eine Sucht ist weg, eine menschliche Begierde ist weg, ein Bedürfnis ist nicht mehr da, das Verlangen ist nicht mehr da. Und für das beten wir. Hey, für das stehe ich ein, da gehe ich extra Meile. Ich will noch mehr von dem sehen in unserem Leben. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es manchmal so ein Prozess ist. Oder? Und ich glaube, der Prozess ist bewusst, wie der Heilige Geist will, dass du reifen kannst, dass du lernen ihm vertrauen, dass du dir verstehst, was das bedeutet, Gnade, dass du stärker wirst und gestärkt wirst. Und darum möchte ich dich ermutigen, dort, wo du im Prozess hinein bist, lass dich nicht entmutigen, sondern du wirst sehen, du wirst stärker daraus rauskommen. Dein Glaube wird gestärkt, du wirst verändert und du wirst staunen, wenn du zurückschaust, was passiert ist, was für Früchte angewachsen sind. Aus Nachgeben wird das Nein sagen immer einfacher. Aus Niederlage wird plötzlich ein Sieg in deinem Leben. Amen. Werden wir uns dem bewusst, was unsere menschlichen Begierden sind, wenn sie immer wieder anklopfen in unserem Leben, benennen wir es. In Small Groups, bei Freunden, vielleicht in einer Zweierschaft. Und positionier dich aufs Kreuz. Schau mal auf den Heiligen Geist. Rufen wir ihn an, laden wir ihn ein. In unserer Gedankenwelt, in unserem Leben. Und du kannst dich entscheiden, wie viel Raum du ihm gibst. Ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht kennst du den Jesus, du bist schon lange mit ihm unterwegs. Aber vielleicht kennst du den Gott nicht. Aber du merkst, du willst auch den Jesus annehmen. Und schau, ich kann dir sagen, das ist ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich kennt. Ein Gott, der weiss, was du brauchst. Und wenn du mit dem Gott das Leben gehen willst,
dann würde ich dich herzlich dazu einladen. Du bist nur ein Gebet entfernt, um einfach einzuschlagen und zu sagen, ja, ich will die Rettung annehmen, ich will die Freiheit annehmen. Ich will dich einladen. In meinem Leben, das ist das Beste, was ich machen kann. Und wir haben nachher ein Gebetsteam, die hinten auf der rechten Seite. Und du darfst gerne zu ihnen gehen. Auch wenn du sonst ein Anliegen hast, wenn du merkst, du willst noch mehr in dieser Freiheit laufen, wenn du merkst, du hast immer wieder die menschlichen Begierden, die kommen, manchmal tut es einfach gut, mit Leuten zusammenzustehen, wenn jemand die Wahrheit über dich ausspricht. Ich gehe immer wieder, auch einfach zum Segen holen. Du bist herzlich eingeladen. Und etwas ist mir noch wichtig zu sagen. Manchmal gibt es auch Sachen in unserem Leben, wo es hilft, dass wir vielleicht genauer mal anschauen, vielleicht in einer Beratung, wo wir Unterstützung bekommen von Männern und Frauen, die uns helfen, anzuschauen, woher kommt das genau. Und ich habe das selber auch schon gemacht. Das nennt man Seelsorge und das lohnt sich so. Und ich darf in so eine Freiheit hineinlaufen, indem ich verstanden habe, was genau in mir abgeht. Und ich möchte dich da auch einladen, wenn du merkst, du stehst vielleicht schon lang am gleichen Punkt, dann haben wir sehr gute Männer und Frauen, die das anbieten. Am Next Step Desk draussen kannst du dich melden, du darfst auf mich zukommen oder jemand von uns, der da vorne sitzt. Und dann sitzen wir gerne da mit dir zusammen. Und jetzt möchte ich für euch beten, steht doch auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du so viel Gutes über uns Menschen denkst und auch wenn wir manchmal in dieser öden Welt sind, dass du uns die grösste Kraft gegeben hast, der Heilige Geist. Ich danke dir, Vater im Himmel. Sind wir diesen menschlichen Begierden, dieser Sünde nicht einfach ausgeliefert, sondern dürfen wir immer wieder deine Kraft in Anspruch nehmen. Und ich bete, Herr, an dem heutigen Morgen, dass du gerade dort, wo wirklich Nebel ist in den einen Köpfen und Herzen, dass du dort kommst mit deinem Licht, mit deiner Wahrheit. Ich bete, Herr, dass du Menschen einfach nicht nur erfüllst, sondern überfüllst mit dem Heiligen Geist, Vater. Ich bete dort, wo Menschen aufgeben wollen, wo sie nicht mehr weiter sehen, dass du dort kommst. Ich bete dafür Heilung, wirklich Heilung von Menschen, die Sucht haben. Menschen, die merken, sie schaffen es allein wirklich nicht und jahrelang dran sind. Das wollen wir ausrufen. Über unsere Kirche, das wollen wir ausrufen. Da innen, über jedem Einzelnen. Ich bitte dich, Herr, dass du redest, wir brauchen dich, wir können es nicht alleine. Wir sind so abhängig von dir. Und du weißt, was jeder Einzelne braucht da innen. Herr, es ist mein grösstes Anliegen, dass du Menschen jetzt begegnest, Menschen jetzt berührst, zu Menschen redest, Menschen stärkst, dort, wo sie noch nicht genau verstehen, wer sie sind in dir und was sie sich ihnen tragen, Herr. Wie powerful, dass wir sind, wie wir ausgerüstet sind mit deinem Geist. Ich danke dir, Herr, für das riesige Privileg, nicht allein durchs Leben zu gehen, sondern zu wissen, die lebensverändernde Kraft lebt in uns. Herr, nimm dir den Raum ein, nimm dir die Bühne ein.